Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk. Ja Leute, diesmal zum 12. Bundesligaspieltag zu Hause gegen Mainz. 6:2 gewonnen und ja, ich denke völlig verdient, da gibt's keine Zweifel. Ich muss dem Ganzen sagen, dass ich die ersten 13 Minuten nicht wirklich gesehen habe, das Tor zwischenzeitlich gesehen, ja. Aber sonst habe ich die ersten 13 Minuten nicht gesehen, von daher kann ich leider zu der Anfangsphase nicht wirklich was sagen, ob wir da dominant waren oder nicht so. Kann halt erst danach das Ganze ein bisschen besser beurteilen. Ich denke, wir haben dafür, dass es jetzt, ich weiß es gar nicht, das wievielte Spiel innerhalb aller 3 Tage ist, haben wir ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, ne? Wir haben zwischenzeitlich mal den Gang rausgenommen. Ja, wir können gleich mit dem Aufreger anfangen, den Elfmeter gegen uns. Ja, weiß ich nicht, was der Schiedsrichter da gesehen hat. Selbst wenn er nicht am Ball gewesen wäre, der Ulle, was er für mich war mit den Fingerspitzen, weil er ein bisschen an der Nase touchiert. I don't know. Frag mich nicht, weiß es nicht. Der Kommentator hat es vorhin am besten beschrieben. Mainz ist durch den Elfmeter herangekommen und wusste selber nicht, wie wir den bekommen haben. Ich denke, das trifft es ganz gut. Auf der anderen Seite war es für mich ein klarer Elfer. Er hat den Ball halt nicht gespielt. Ne? Wenn wir das jetzt mal mit der Champions League vergleichen, mit dem De Ligt gegen Levi, er hat den Ball gespielt, deswegen wurde der Elfmeter zurückgenommen. Hätte er den Ball gespielt, wäre es auch kein Elfer gewesen, hat er aber nicht. Na, er hat dann Mané das Standbein weggehauen und ja, dann ist es halt ein Elfer. Ob er jetzt noch an den Ball gekommen wäre, Mané, ob daraus noch irgendwas entstanden wäre, spielt keine Rolle. Er hat ihn gefault und dann ist ein Elfer. Generell der Schiri, weiß ich nicht, wirkte dann sehr komisch irgendwie. Also, ich denke, er war nicht wirklich von überzeugt, weil er den Elfer nicht geben wollte bei uns. Hat er dann auch noch da ewig mit dem Videoschiri dann noch rumdiskutiert, nachdem er sich das schon angeguckt hatte. Und ich denke, er hat dann einfach aus Solidarität irgendwie den Elfer dafür Mainz gegeben. Anders kann ich mir das nicht erklären. Ansonsten haben wir von unserer Seite ganz souveränes Spiel gemacht. Ja? Und haben uns dann auch so ein bisschen haben ein bisschen die Stimmung mitgenommen, sodass wir auch ein bisschen Fahrt aufgenommen haben. Ja, klar war zwischenzeitlich mal so ein bisschen 10 Minuten die Luft raus. Denke ich, ist auch völlig normal und völlig legitim. Wir haben 6 Tore gemacht. Okay, eigentlich haben wir 8 gemacht, beziehungsweise 7, weil ja, für den Elfer und dann die Ecke können wir nichts. Allerdings war es natürlich auch richtig schwach verteidigt von Kimmich. Da muss er einfach in den Zweikampf gehen bei der Ecke, ne? Das muss man mal ganz klar so sagen. Ansonsten hatte Kimmich defensiv 2, 3 Aktionen, die wieder richtig schlecht waren. Wirklich richtig schlecht, wo Mainz das hätte noch ein bisschen besser ausspielen können. Weiß ich nicht, hat heute auf jeden Fall auch wieder offensiver gespielt. Die haben heute wieder beide nebeneinander gespielt, anstatt hintereinander. I don't know, gefällt mir nicht so. Auf der anderen Seite kann es auch einfach sein, dass Kimmich ein bisschen müde ist, dass er überspielt ist und dadurch diese Konzentrationsfehler waren. Ansonsten hat Kimmich ein ordentliches Spiel gemacht, keine Frage. Aber defensiv hat er schon 2, 3 Böcke drin gehabt und ja, das kann man, denke ich, so stehen lassen. Das zweite Tor war natürlich dann ein Geschenk vom Ulle, da müssen wir uns nichts vormachen. Ja, ist halt einfach so, ist halt kein Neuer, obwohl das bisher wirklich gut gemacht hat, fußballerisch. Denke bei, ich weiß nicht was, das 4:2 oder 5:2 oder was, kann man das auch verkraften. Ne? Das weiß er selber, dass das nicht gut war und abhaken. Ja, den Elfer hat er gut gehalten. Ansonsten hat er bisher die Spiele wirklich sehr, sehr gut bestritten. Und von daher muss man das dann einfach mal in Kauf nehmen, denke ich. Ansonsten, bevor wir jetzt gleich in die Spieler reingehen, ja, es war ein unterhaltsames Spiel, würde ich sagen. Ja, ja, weiß ich nicht genau, wie ich es beschreiben soll. Ja, eigentlich war es schon okay. Ich meine, wir haben sechs Tore gemacht, Alter. Also was gibt's da zu diskutieren, ne? Und Mainz hatte einen guten Lauf gehabt, also von daher denke ich, ist es okay. Und wir haben wirklich ein super unterhaltsames Spiel gesehen, denke ich mal. Abgesehen von so 10 Minuten vielleicht, wo es mal ein bisschen, in Anführungsstrichen langweiliger war. Und wie gesagt, also gerade nach der Gala-Vorstellung im Barca, dann heute nochmal so eine Leistung zu bringen, denke ich, sagt auch alles aus. Ja. Wir sind im Flow. Und ich denke, der Flow wird anhalten bis zur WM und da freue ich mich drüber.
und bin sehr gespannt. De Ligt, schade, dass er verletzt raus ist, hat wieder ein gutes Spiel gemacht und ja, ich würde sagen, wir gehen einfach mal in die Statistiken rein und dann gehen wir mal auf die einzelnen Spieler, dann können wir auch noch ein, zwei Worte Richtung Spiel loswerden. Ja, leider gibt es mal wieder auf der Bayern-Seite keine Statistiken. Frag mich nicht, Leute. Ich kann nochmal reloaden. Nee, gibt es nicht. Ich weiß nicht. Ob es nur noch Champions League ist, sonst nicht mehr. Weiß nicht, welchen Dienst da die haben, na, Partner oder was, das nicht angezeigt wird. Ist aber auch wurscht. 6:2. Für den Tell hat es mich super gefreut, auch wenn er abgefälscht war. Ja, generell haben wir halt auch ein bisschen ab den 16er geschossen und nicht den Ball versucht haben reinzutragen, wie sonst auch schon mal öfters. Was ist hier los? Das war da aber auch schon mal ein bisschen. Noch Live-Ticker, Live-Daten. Unter Live zählt, kann man nochmal aktualisieren hier. So. Tore 6:2, Torschüsse 24, 14, Laufleistung. Ja, wie ich schon sagte, der ein oder andere hat schon ein bisschen müde gewirkt, ja, muss man sagen. Und ist auch völlig okay und völlig legitim. Auch beim Fonsi hat man es gemerkt, so die letzte Konsequenz teilweise, so, aber völlig okay. Ja, deswegen würde ich das beim Kimmich jetzt auch noch nicht mal unbedingt so jetzt an dem System festmachen, dass man sagt, die haben beide auf gleicher Höhe gespielt, was sie haben, Kimmich und Goretzka. Und danach Kimmich und Sabitzer. Sabitzer hat sogar noch mal einen Tacken weiter vorne gespielt wie ein Kimmich. Aber ein Kimmich hat auch sehr hoch gespielt. Nicht so defensiv ausgerichtet, ja. Und wo er dann in Defensive gefragt war, war er heute schwach. Das muss man leider mal so sagen. Gespielte Pässe 599, 256, angekommene Pässe, bla bla bla. Passquote 89%, was sehr hoch ist. Zu 70. Ballbesitz 69:31, sagt auch alles. Und dass wir wieder 56% der Zweikämpfe gewonnen haben, denke ich, sagt alles über die Mentalität aus. Abseits sogar nur 1. Wow. Okay, das kann ich jetzt kaum glauben. Ich habe Mané, glaube ich, 2 oder 3 Mal eigentlich im Abseits gesehen. Aber vielleicht ist das auch schon so eingebrannt im Gehirn bei ihm. Wenn es nur einmal war, dann Lob und Anerkennung an Mané. Ecken 8,5. Ja, so viel mal zu den Statistiken. Wa? Zack. Jo. Gut, würde ich sagen, gehen wir einfach mal rein. Ne? Guck mal eben, kriege ich hier eine Ausstellung? Auch nicht. Super. Dann nochmal hier hingehen. Okay, fangen wir mal an. Ulle. Ja, Ulle war jetzt heute. Der Fehlpass war natürlich Schitte. Ne? Bei dem Elfer, wie gesagt, war für mich absolut kein Elfer. Den Elfer hat er gut gehalten. Ja, komm, da wir 6:2 gewonnen, habe ich seine 3 Minus. Ne? Kann halt mal passieren, so ein Ding. Ja, eine Erklärung gibt es nicht wirklich. Ich war jetzt nicht irgendwie unter Druck oder sowas. Keine Ahnung, vielleicht ist er ihm einfach ein bisschen abgerutscht oder hat es irgendwie anders gesehen. Ist auch wurscht, in meinen Augen eine 3 Minus. Sonst hat Ole ein souveränes Spiel gemacht und die letzten Spiele waren halt auch echt okay. Mazrui hat mir echt gut gefallen, muss ich sagen. Will ich eine gute 3 geben. Gerade so, wo der Rest so ein bisschen müder war er noch richtig präsent und hat auch da ein, zwei Mal dazwischen gegrätscht und sowas. Die Bälle abgefangen. Opa wieder eine klare 2. Also da gefühlt habe ich nicht einen verlorenen Zweikampf gesehen bei ihm, ja. Wenn es mal irgendwas zu gewinnen gab. Also bärenstark wieder. De Ligt genauso. Wie gesagt, leider dann raus. Dann kam Pavard rein, der es auch okay gemacht hat, aber hat man schon gemerkt, dass es so ein bisschen anders war, was aber auch völlig normal ist. De Ligt, ja, wenn man bewerten will, würde ich ihm auch bei einer 2 sehen, erste Halbzeit. Davies würde ich bei einer 3 sehen. Eben aufgrund so dem, wie gesagt, alles kein Vorwurf, die Müdigkeit ist halt einfach da, ja. Gerade wenn du dann auswärts gespielt hast, nach Hause reisen musst und so weiter. Das muss man immer alles bedenken. Von daher für mich eine 3. Hat ein gutes Spiel gemacht, aber jetzt halt nicht einfach ein sehr gutes. Goretzka fand ich bis aufs Tor und ein Ballgewinner, an den ich mich erinnere, relativ blass, muss ich sagen. Hat auch viel gehadert, hat immer viel gemeckert. Zu Recht über sich selber, wenn. Ne? Das war nicht ganz so stark, wie ich fand. Klar, er war präsent so ein bisschen, aber für den Anspruch, den er hat, man hätte ihn zur Halbzeit auswechseln können. Dass ein Nagelsmann das nicht macht, war mir klar. Da fehlt ihm doch die Eier dafür. Deswegen hat er dann rausgenommen, weil er das Tor gemacht hat. Dann konnte er sagen, komm Leon,
kannst du nicht nur mal schonen, hast dein Tor gemacht. Aber aufgrund der Leistung hätte man ihn zur Halbzeit auswechseln können. Oder wenn nicht sogar, was heißt müssen, wir haben geführt 3-1, alles gut, ne? Und davor die Spiele waren auf jeden Fall besser. Ist halt wahrscheinlich auch einfach ein bisschen die Müdigkeit, ne? War lange verletzt, klar, jetzt so ein paar Partien gemacht hintereinander. Aber dann ist halt irgendwann einfach auch wieder so ein bisschen die Müdigkeit drinne. Würde ich daher, weil er das Tor gemacht hat, auch bei einer 3 sehen, sonst hätte ich ihn bei einer 4 gesehen. Wie gesagt, ein-, zweimal hat er gut nach vorne verteidigt, aber ansonsten war er in meinen Augen relativ blass. Kimmich war nach vorne hin super, auch nach vorne hin super wegverteidigt. Hinten Katastrophe. Ja, nicht nur bei der Ecke, was definitiv auf sein Konto geht. Ich habe auch noch 2 andere Szenen im Kopf, wo es einfach richtig schlecht war. Aber auch da, müsst ihr jetzt nicht als Vorwurf verstehen oder sowas. Und Kimmich spielt halt leider immer über 90 Minuten. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, warum man nicht sagen kann, yo, 4-1, 60. Minute, komm, ich nehme Goretzka und Kimmich raus und bringe Sabitzer und Gravenberch. Warum nicht? Spricht dann unser Spiel zusammen, oder was? Ich meine, wir sehen es aktuell bei Müller. Immer hieß es, ja, den Müller, den kannst du nicht auswechseln. Der Müller ist unser wichtigster Mann vorne, weil er die Kommandos gibt, wann wir pressen, wann wir wie verschieben. Ja, Müller ist seit 4 Spielen nicht dabei und wir haben die 4 Spiele dominiert. Vorher haben wir nur Grütze gespielt. Ja. Ich will jetzt nicht sagen, man kann auf Müller verzichten, aber aktuell, wie man sieht, kann man das. Aber da kommen wir gleich nochmal auf das Thema. Und dasselbe halt einfach im Mittelfeld. Ja. Ja, der Sabitzer kann doch den defensiven Part sehr, sehr gut spielen. Stellst einen Gravenberch davor und gut ist. Das verstehe ich nicht und finde ich traurig. Macht mich traurig. Ja. Das ist wieder so eine Sache. Mein Nagelsmann hat sich schon viel angepasst, ja, wenn er jetzt mal zurückdenkt, was ich schon alles so kritisiert habe, von wegen Auswechslung, Aufstellung und so weiter, ist er ja schon in meine Richtung gekommen, nachdem er sich hier die Talks wahrscheinlich angeguckt hat. Spaß beiseite, aber jetzt mal ehrlich. Also bei 4-1, wenn nicht dann, wann? Ja, und ich denke, man hat heute beim Kimmich gesehen, dass er ein bisschen überspielt ist. Ja, ja, hat man zumindest defensiv gesehen, meines Erachtens nach. Von daher würde ich einen Kimmich heute bei einer schlechten 3 sehen. Ja. Ich meine, beim 6-2-Sieg können wir jetzt auch nicht irgendeinem Spieler eine 4 geben, wenn er nach vorne hin gut verteidigt hat und auch im Spiel war. Kann man halt auch nicht bringen, ne? Aber man kann das halt einfach mal kritisieren, dass man Kimmich nicht auch mal nach 60 Minuten rausnimmt, ihm immer ein bisschen Pause gönnt. Finde ich sehr schade, weil wir haben die beiden Spieler halt, ja, die das adäquat ersetzen können. Also ich denke, ein Gravenberch kann locker einen Goretzka ersetzen. Gerade wenn er mal ein bisschen Spielpraxis kriegen würde. Und ein Sabitzer ja, kann den Kimmich-Part auf jeden Fall spielen bei uns. Ja, mache ich mir gar keine Sorgen. Wenn es dann um die Spieleröffnung geht, das kann sein, dass ein Sabi da nicht so stark ist, das weiß ich nicht. Dafür haben wir ihn zu wenig gesehen in der Spieleröffnung von der Position raus, weil er immer eine Position weiter vorne spielt, wenn er Kimmich, oder meistens, ja, er hat am Anfang oder Anfang der Saison war es auch teilweise, dass er hinterm Kimmich gespielt hat, was mir persönlich gut gefallen hat. Ja, aber das kann man noch nicht ganz so beurteilen, aber dafür haben wir auch noch andere Spieler im Kader, wenn das jetzt irgendwie schlecht wäre, ne? Also von daher, ich persönlich würde mir das mal wünschen. Vielleicht sehen wir es gegen Inter, wer weiß. Spiel um die goldene Ananas. Keine Ahnung, wie das Nagelsmann sieht. Ich denke aber wahrscheinlich, weil es Champions League ist, wird da wahrscheinlich wieder die gleiche Startelf auflaufen, wie jetzt die letzten Spiele waren. Also Kimmich, eine 3. Gnabry, schwanke ich ein bisschen, wenn ich ehrlich bin, zwischen 3 und 2. Hat für mich ein gutes Spiel gemacht, auf jeden Fall. Ne? Muss ich mal eben gucken. Genau, Gnabry war das erste Tor, was ich halt nur so halb mitbekriegt habe. Aber auch danach war er eigentlich ganz gut im Spiel. Ja, komm, er ist ein Offensiver. Hat sein Tor gemacht. Geben wir ihm eine schlechte 2. Sind wir mal gnädig beim Gnabry, weil das letzte Spiel war bärenstark. Aber es war heute auch eine ordentliche Leistung, denke ich. Ja, es war jetzt nicht so der Riesenabfall, den manche erwartet haben. Also ich fand ihn auf einem guten Level. Und ich fand es auch völlig okay, dass man ihn dann nach 60 Minuten rausnimmt, um ihn einfach ein bisschen zu schonen. Und wie gesagt, das wünsche ich mir beim Kimmich halt auch einfach mal. Ja? Und das verstehe ich immer nicht ganz so. Kommen wir zum Mané.
Mané hat ein Tor gemacht, hat eins vorbereitet und hat trotzdem jede Menge schlechte Szenen gehabt, ja. Aber auch da können wir ihm keine schlechte Note geben. Für einen Offensivspieler hat er ein Tor gemacht, eins vorbereitet. Von daher alles gut. Ansonsten war er einmal super, super egoistisch, wo er hätte abspielen müssen auf den Gnabry. Dann wäre es safe ein Tor gewesen. Fand ich nicht gut. Ja, er ist ein Offensiver, aber er hat halt schon ein Tor gemacht gehabt. Ja. Und dann denke ich, kann man auch mal ein bisschen uneigennützig sein. Aber ich weiß selber, wenn du in dieser Situation bist und die Chance siehst, dann willst du es halt auch selber machen. Ich verstehe das schon. Aber ansonsten hat er wirklich heute ein paar Dribblings zu leicht hergeschenkt in meinen Augen. Auch nach hinten hin, ja, es hat wieder geackert, ist viel gelaufen, gar keine Frage. Aber ich denke, auch da hat man gesehen, so ein bisschen Müdigkeit war da, ne? Und da hätte man vielleicht auch einen Tell schon mal 15 Minuten geben können und Mané halt einfach auch mal zur 60. rausnehmen können, meines Erachtens. Ne? Also Mané würde ich da auch bei einer 2 sehen, allein aufgrund der Werte. Und wenn man mal sieht, also wir haben heute wieder 5 verschiedene Torschützen gehabt. Ne? Mit dem Goretzka noch dabei, also. Und unsere 4 vorne haben alle getroffen. Kommen wir zum besten Spieler, zu Musiala. Obwohl ich im Schupo war auch schon so, ja, Musiala war noch einen Tacken besser, machen wir uns nichts vor. Würde ich heute bei einer guten 2 sehen. Ja? Also nicht nur aufgrund seines Tores, allein was er wieder für Räume gerissen hat. Alter, einfach ein Traum, sich das anzugucken. Ja, wie soll man es anders beschreiben? Es war einfach schön anzusehen, ne? Und ich denke, wenn er die Form hält, auch wenn ich persönlich nicht gucken werde, die WM, habe ich euch ja schon gesagt, kann es auf jeden Fall aus deutscher Sicht die WM von Musiala werden. Ne? Wenn er da die Freiräume kriegt und wenn er da vielleicht auch einen Neuner hingestellt kriegt, so wie es jetzt bei uns der Fall ist, Halleluja. Ne? Da können Sie sich auf einiges freuen. Also ganz starkes Spiel von Musiala, für mich eine gute 2. Schuppo würde ich auch bei einer 2 sehen. Da auch nochmal auf die Kommentare zu kommen. Heute gerade Mainz hat es gezeigt, warum es so wichtig ist, dass da ein Schuppo steht. Ja, gerade bei dem Tor von Musiala hat man es gesehen. Der Ball auf Schuppo, 4 Mainzer Spieler auf den Schuppo, er braucht den Ball nur wieder zurück auf den Musiala legen, der hat einen komplett freien Raum, kann das Ding einschieben. Klar musst du den erstmal machen von der Pose, ja, aber da war das sehr, sehr schön zu sehen. Der Ball geht auf den Neuner und es stürzen sich 4 Mainzer, was natürlich dumm ist, das muss man auch mal sagen, das hat Mainz schlecht gemacht. Aber es war ein Paradebeispiel dafür, warum uns gerade ein Neuner gut tut. Und Schuppo, ja, hat halt gerade die Form. Ja, und macht die Dinger dann. Ja. Das zweite Ding, was dann noch an den Innenpfosten und rausging, dass der aus dem Winkel überhaupt noch aus Tor ging, war schon stark. Ja. Also Hut ab. Und wie gesagt, dieses Anspielen, Ball halten, weiterleiten oder auch mal schnell weiterleiten. Und gerade halt auch 1 oder 2 Innenverteidiger, heute waren es dann sogar einmal 4 Mainzer, auf sich zu ziehen und zu binden. Ja, das ist, was uns teilweise in manchen Spielen gefehlt hat. Das muss man ganz klar so sagen. Und ich persönlich glaube ja, dass es da eine Ansage gab an Nagelsmann. Ja. Ist nur meine persönliche Meinung. Weil Nagelsmann war der gesagt hat, ich brauche keinen Neuner vor der Saison. Deswegen wurde dann auch noch ein Zirkzee vom Hof gejagt und Levi bekanntermaßen abgegeben. Wo man jetzt nicht unbedingt einen Levi mit dem Schuppo vergleichen kann, allein vom Spielertyp her. Aber ja, ich denke, man hat es dann gerade in so manchen Spielen gesehen, dass halt so ein Gnabry, Mani, Sani, Koman, wie es ja auch schon in den Kommentaren stand, nicht wirklich so die Mega-Knipser sind. Natürlich, wenn die einen guten Tag haben, machen die ihre Hütten, aber einfach so die dreckigen Tore einfach. Dass du einfach da stehst, wo ein Stürmer stehen muss und das Ding dann einfach mal reinschiebst. Das hat uns schon gefehlt und wie gesagt, was uns sehr gut tut, auch was ein Choupo-Moting herausragend macht, ist halt einfach, wenn wir hoch angelaufen werden, was die Teams nun mal gemacht haben, wo wir dann auch mit die ganze Zeit Probleme hatten, aber so die letzten 3, 4 Spiele machen wir es halt super, wir spielen den Ball halt einfach blind, vorne, mittig rein, Choupo lässt sich fallen,
nimmt das Ding an, hält den Ball, spielt ihn zurück, spielt ihn weiter. Dadurch gehen die Räume auf, dadurch können die anderen durchstarten. Das ist eigentlich das große Geheimnis, ne, warum es so gut läuft. Und dann natürlich die Form schon vom Schuppo, ne, dass er die Dinger halt reinmacht, die er kriegt. Das ist natürlich klar. Aber ich habe es auch schon mal gesagt, du könntest bei uns auch jetzt auch einen Zirkzee dahinstellen können. Der konnte auch gut einen Ball abschieben, Ball halten. Der hätte auch seine 20, 25 Hütten bei uns gemacht. Jeder andere Mittelstürmer, den wir gekauft hätten. Wir stellen Tell dahin auf die Posi. Wobei ich jetzt nicht weiß, wie gut er ist, so von wegen Ball abschieben und sowas, haben wir ihn halt einfach leider viel zu wenig gesehen auf dieser Position bei uns bisher. Aber selbst damit würde das klappen. Ja, das jetzt nur so an der Personalie Schuppo festzumachen, fühle ich nicht. Um da mal kurz auf die kommende Vertragsverhandlung zu sprechen zu kommen. Ja, also ich fühle schon, dass man sagt, wenn er so die Form behält und nicht wieder demnächst für 10 Spiele ausfällt, zu sagen, ja, kriegst noch mal einen Jahresvertrag. Ich würde es aber nicht fühlen, ihn jetzt für 2 Jahre an uns zu binden, ne? Ich persönlich jetzt nicht, auch wenn er gerade eine sehr, sehr starke Form hat, gar keine Frage. Aber ein gewisses Alter ist halt einfach da und von Jahr zu Jahr gucken, womit wir zum nächsten kommen. Guckt euch die letzten Spiele an, guckt euch die letzten Spiele die Torschützen an und auch wie überzeugend die Spieler vorne gespielt haben. Ja, das muss man ja mal ganz klar sagen. Wo stellt ihr jetzt einen Thomas Müller hin? Und nicht ganz zu vergessen, mal neben Thomas Müller, wir haben noch einen Sané, der in bestechender Form war. Ja, wo hat da ein Müller noch Platz? Der die meisten Probleme hat mit dem schnellen Kombinationsspiel bei uns und mit Positionstreue. Machen wir uns nichts vor, Müller ist ja alles aber nicht positionstreu. Der stellt es halt als Neuner auf und der ist überall zu finden. Was natürlich Fluch und Segen sein kann. Bisher war es für uns immer Segen, ja, dass er der Raumdeuter ist. Und dass Müller Tore vorbereiten kann und auch Tore schießen kann, darüber brauchen wir nicht reden. Er hat seine Qualitäten, gar keine Frage. Aber wie ich vorhin schon sagte, dieses Argument immer, ja, Müller ist so super wichtig, ist der verlängerte Arm vom Trainer auf dem Platz. Ich denke, die letzten 4 Spiele haben gezeigt, dass das völliger Schwachsinn ist. Ja? Und wenn man die Form eines Musialas sieht, oder auch das dann vergleicht mit Musiala auf der 10 und Müller auf der 10, was man jetzt kein fairer Vergleich ist, weil es komplett andere Spieler sind, aber denke ich, dass ein Musiala uns da gerade besser tut, als wenn Müller da stehen würde. Ja? Muss man mal ganz klar sagen. Auf Außen ist ein Müller eh nichts, müssen wir uns auch nichts vormachen, sowohl rechts oder links nicht. Und als Mittelstürmer hat er auch nicht wirklich überzeugt, weil er da einfach nicht die Positionstreue hat, die er da haben müsste. Ja? Dafür irrt er dann überall rum und wir haben es ja gesehen, wo er reinkam als Mittelstürmer. Wo war er überall? Nur nicht da, wo er sein muss. Von daher bin ich sehr gespannt die kommenden Wochen. Ich denke, es ist gerade sehr gut, dass Herr Müller mal eine Woche eine Pause hat. Ja, I don't know. Ne? Bin ich sehr gespannt und auch wie zickig er werden wird. Er ist ja auch immer so der Erste, der zickig wird, wenn er mal nicht spielt. Aber aktuell gibt es kein Argument. Also wenn der Serge, wollen das jetzt mal nicht übertreiben, aber er hat das letzte Spiel sehr gut gespielt, heute hat er gut gespielt. Wenn er die Form hält, ja. Ich denke, Musiala ist über jeden Zweifel erhaben und Choupo aktuell auch. Also die beiden sind gesetzt und irgendwie Mané, hat der Nagelsmann sich noch nicht getraut, mal irgendwie zu sagen, ich lasse dich mal 2 Spiele draußen. Und hat heute immerhin auch ein Tor und eine Vorlage gemacht. Also da gibt es auch wenig Argumente zu sagen, du bleibst jetzt mal draußen. Ja, und wie gesagt, Gnabry hat heute auch sein Tor gemacht. Ne? Also. Und es gibt dann noch einen Sané. Und vergessen wir nicht King. Ja. Weil man sagen muss, dass King aktuell wirklich abfällt. Was ich aber auch, habe ich ja schon vor der Saison gesagt, wo wir jetzt wieder so den Zielspieler haben, aber wir spielen ja trotzdem anderen Fußball oder ein anderes Ziel wie mit Levi. Ja. Das ist ja jetzt nicht so, dass wir sagen, ja, wir spielen immer auf den Mittelstürmer, das tun wir ja nicht. Weil wir hauen jetzt Flanke um Flanke rein, so wie es mit Levi war, das spielen wir ja gar nicht. Wir spielen quasi so, wie wir ohne Levi am Anfang der Saison gespielt haben. Nur, dass jetzt vorne jemand ist, der wirklich immer eine feste Anspielstation ist. Der den Ball abschirmen kann und der den Ball dann verteilen kann, der ihn aber auch guten Doppelpass machen kann. Und der trotzdem immer da steht, wo ein Neuner stehen muss. Ne? Aber es ist ja jetzt nicht so, dass wir jetzt so wie früher sagen, ja, hier ist King und gib King den Ball, geh bis zur Grundlinie, bring das Ding rein und dann steht der Stürmer da, Levi, und macht ihn rein. So spielen wir ja nicht mehr. Ne? Was auch gut ist, es ist so auf jeden Fall ansehnlicher und wir sehen, wir haben
wir haben heute sogar 6 verschiedene Torschützen. Ne? Tell hat ja auch noch ein Tor gemacht. Das sagt alles aus. Ja? Und das ist doch viel, viel schöner anzuschauen, zumindest für mich. Man ist nicht super abhängig von einem Spieler. Dass wenn der Schuppo einen schlechten Tag hat, ja, was jetzt Torabschluss anbelangt, dann wird er trotzdem immer da sein und 1 oder 2 Innenverteidiger binden. Die Räume halt schaffen für die anderen, die drumherum wiesen. Ja, da bin ich sehr gespannt, wie es weitergeht mit Müller jetzt die nächsten Wochen. Auch im Hinblick auf die WM, obwohl ich ihn auch wirklich nicht stark genug sehe in dieser Saison, um bei einer WM irgendwie eine große Rolle zu spielen. Ich persönlich sehe das so, ich weiß es nicht. Wie gesagt, bin nicht so drin im Thema Nationalmannschaft. Aber wenn du da allein auch von Gnabry und Musiala ausgehst und der Gnabry wirklich seine Form halten sollte, dann hast du noch den Sané, jetzt nur mal aus Bayern-Sicht, und dann hast du ja noch die anderen alle. Ne? Also, keine leichten Wochen für Thomas Müller, würde ich behaupten. Nochmal, klar, ist ja super wichtig, hat super viel erreicht mit unserem Verein, aber ich denke, er wird ein schweres Jahr haben, die Saison bei uns. Einfach, weil wir anderen Fußball spielen und wie man gesehen hat, war ein Müller leider oft überfordert mit dem System. Dieses schnelle Spiel, dieses direkte Spiel. Gut, das machen wir jetzt nicht mehr ganz so extrem, wie es am Anfang war. Aber nochmal, du kannst nicht, wie willst du das rechtfertigen zu sagen, ich lasse Musiala draußen und bringe Müller? Kannst du nicht. Dasselbe aktuell mit dem Schuppo. Weil Müller ist auch nicht der Spieler, der da vorne steht und 2 Innenverteidiger bindet und den Ball abschirmt und sonst irgendwas. Das ist er auch nicht. Er ist halt so ein Spielertyp für sich. Klar wird es die Spiele geben, ne, wo wir Gegner haben, wo du Müller brauchen wirst, die super tief stehen und so weiter. Wo du nicht diese Räume kriegst, die sich auch nicht locken lassen. Vielleicht auch noch nicht mit dem Neuner auf dem Platz. Da wirst du dann wieder den Raumdeuter Müller brauchen. Ja, keine Frage, gehe ich von aus. Es wird interessant zu sehen sein, wie Nagelsmann diese Personalie handelt. Gut. Wo war ich? Gnabry habe ich gesagt, Musiala habe ich gesagt, Mané habe ich gesagt, Schuh habe ich gesagt. Kommen wir kurz zu den Auswechslungen. Ja, Pavard für die Licht rein. Ja, Pavard ist ganz souverän runtergespielt jetzt. Nichts Großartiges, nichts Schlechtes. Sabitzer hat man wieder gesehen, dass er ungemein wollte. Ja, er wollte unbedingt noch was zeigen. Hat man direkt erste Minute, wo er reinkam, gleich Attacke. Coman hat man es am Anfang auch gesehen, fand ich. Wollte auch unbedingt, aber ansonsten, ja, Coman stand halt einfach auf seiner Position außen, ja, und hat irgendwie 2 oder 3 Mal den Ball gekriegt in den 30 Minuten, die er auf dem Platz war, und das war's. Ja, also klar, ein bisschen undankbar, dann bei dem Spielstand wieder reinzukommen. Aber Coman ist dasselbe wie er wird schwer haben, weil wir einfach mittlerweile ein anderes System spielen. Also entweder wird er sich da ein bisschen anpassen müssen, ja, was ich ihm 100% zutraue, gar keine Frage. Aber dieses Dribbling über Außen und dann irgendwie in den Strafraum reinziehen, um den Ball quer zu legen, ist jetzt nicht mehr wirklich so unser Spiel. Ne? Auch da, natürlich wird es vielleicht Gegner geben, wo das gefragt sein wird. Deswegen auch da eine sehr, sehr interessante Personalie. Und nochmal, in dieser ganzen Geschichte ist dann auch noch ein Sané hinten dran. Ne? Und ein Tell, wie man gesehen hat, 15 Minuten auf dem Platz, hat sein Tor gemacht. Natürlich abgefälscht, bisschen glücklich. Aber der Junge ist auch gleich immer präsent, immer drin, reißt sich den Arsch auf. Der ist halt auch noch da, ne? Und ja, hat mir gut gefallen. Coman, wie gesagt, ein bisschen unglücklich, aber hat auch fairerweise echt wenig Bälle gekriegt auf seiner Seite, ne? Wenig Chancen irgendwie mal bekommen, sich auszuzeichnen. Und ich persönlich finde ihn auch über links stärker wie über rechts. Ne? Weil er da einfach auch die Chance hat, einen Ribéry-Move zu machen oder einen Robben-Move zu machen, mal nach innen zu ziehen und dann selber aufs Tor drauf zu schießen. Das ist über rechts immer ein bisschen schwierig bei ihm. Ja, meine persönliche Meinung. Gravenberch hat man auch gesehen, dass er wollte, aber auch, dass er ein bisschen pissig ist, denke ich. Aber auch da, den einen Pass, den er auf den Sabitzer gespielt hat, Alter, bärenstark. Also auch er war gleich drin im Spiel. Auch er hat definitiv gezeigt, dass er für mehr befähigt ist, denke ich, ne? Wie alle Einwechselspieler, mal abgesehen vielleicht von Coman mit Abstrichen. Aber alle anderen haben sich den Arsch aufgerissen, haben Vollgas gegeben, was Coman auch hat, aber er hat halt einfach nicht die Szenen bekommen, muss man fairerweise sagen. Sabitzer hat 1, 2 Torabschlüsse auch noch gehabt. Wie gesagt, die eine Kombo Gravenberg auf den Sabitzer war bärenstark von beiden. Ja, und auch da hat auf jeden Fall mehr Spielzeit verdient. Ne?
Aber klar, Leon hat sein Tor gemacht, hat das gemacht, was er kann, aber ich denke, Gravenberch ist halt derselbe Spielertyp. Ist halt auch Box to Box, der geht auch vorne rein. Hat auch einen sehr, sehr guten Schuss aus der Distanz, genau wie ein Leon. Ja, und da finde ich halt, wenn Leon müde ist, dann ist er müde und das war er heute definitiv, hat man gesehen. Dann lass ihn zur Halbzeit in der Kabine. Fertig. Geht die Welt doch nicht von unter. Dafür haben wir den Kader, ne? Das ist so das Einzige, was ich Nagelsmann noch ankreiden kann. Ansonsten finde ich sehr gut, dass er von seiner, ja, wir spielen ohne Neuner unbedingt, ich will das durchdrücken, Position auf jeden Fall abgewichen ist. Ob freiwillig oder unfreiwillig, lasse ich mal dahingestellt. Das weiß ich nicht. Ich persönlich denke eher unfreiwillig. Ich denke, er hätte sein Ding da durchgezogen. Weil er ja auch dann nach dem Augsburg-Spiel gesagt hat, er müsste mal reflektieren. Weiß ich nicht, vielleicht hat er auch gesagt, komm, ich gebe mal dem System mit dem Schuppo eine Chance. Und ich finde, aktuell ist es ja die perfekte Mischung. Ja? Wie gesagt, wir spielen nicht mehr den Fußball wie mit Levi vorne drin, dass alles auf den Levi geht. Sondern wir spielen aktuell die perfekte Mischung. Daraus nur stur auf den Neuner immer drauf zu spielen oder halt auch viel außenrum selber zu machen. Ja, und dafür ist der Schuppo gerade der perfekte Stürmer. Ich dann so den Tell sehe, denke ich, er wäre schon dann der Spieler, der ihn nächstes Jahr beerben könnte auf dieser Position. Ja, wenn er das körperlich irgendwie hinkriegt, denke ich schon, dass das möglich ist. Warum nicht? Ja, das sind die Sachen, die sehr interessant zu sehen sein werden, denke ich. Wie es da weitergeht. Ansonsten, wir sind gerade im Flow, wir haben eine super Form. Wir haben heute ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Ja, die beiden Gegentore waren ein bisschen unglücklich, mein Gott, aber sonst haben wir Mainz nicht irgendwie groß Chancen gegeben, dass sie irgendwelche spektakulären Großchancen sich hätten rausgespielt oder sowas. Und die Mannschaft war auch im Flow, ja, ist also auch nicht so leicht gewesen. Also von daher nur Lob und Anerkennung, würde ich sagen. Nächstes Spiel ist gegen Inter, Dienstag 21 Uhr, ja. Dienstag 21 Uhr. I don't know, weiß ich nicht. Weiß nicht, wie mit Inter in der Liga steht, ob Inter da mit der A-Mannschaft aufläuft oder nicht. Bin ich sehr gespannt. Könnte dann ein interessantes Spiel werden. Spiel mit Golden Ananas, aber ich denke gerade Champions League zu Hause. Fans werden heiß sein. Ich gehe davon aus, dass unsere erste Elf auflaufen wird. Vielleicht gibt es ein oder zwei, die man vielleicht schont. Ich lasse mich überraschen. Ich bin sehr gespannt. Ja, und dann Samstag in Berlin. Ja, musst du gewinnen. Punkt. Da gibt es keine Ausreden. Und dann haben wir halt nochmal zu Hause Bremen und dann auf Schalke. Die 3 Dinger musst du gewinnen. Also Inter, keine Ahnung, kannst du halt auch, wenn es ein Spiel mit Golden Ananas ist, weiß man nicht, vielleicht geht es irgendwie unentschieden aus oder sowas. Aber dass wir verlieren, glaube ich auch nicht. Dafür sind wir viel zu ehrgeizig. Haben wir auch in Barcelona gezeigt. Auch wenn da nochmal der Levi-Faktor mit dabei war. Aber ich denke auch gegen Inter ist Prestige. Ist Champions League. Also ich gehe schon davon aus, dass wir da Attacke machen werden. Ja. Und dann sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg, würde ich behaupten. Ich gucke mal ganz kurz. Ich weiß gar nicht, wo Union steht. Ich kann ja mal wieder eine Vorhersage machen. Union spielt gegen Gladbach. Ja gut, das Spiel wird Union gewinnen. Ich denke 2-0 oder sowas. Meine Vorhersage, gönne Union auch die Herbstmeisterschaft. Warum nicht? Ich denke, wenn Nagelsmann jetzt mal sich damit abgefunden hat, hört sich jetzt ein bisschen dumm an, oder sich vielleicht soweit selber weitergebildet hat, dass er akzeptiert, dass das System so wie es gerade ist. Ja, du weißt, für mich ist es so ein Mischsystem vorne und das klappt super. Ja, das klappt einfach wunderbar. Hat man die letzten Spiele gesehen und ja, warum nicht das Beste aus beiden Systemen nehmen, wenn wir die Spieler dafür haben und es bei uns klappt, ne? Aber nochmal, dafür wird es für Spielertypen wie Müller oder Coman natürlich sehr schwer werden, ne? Weil die halt so vom Spielertyp dann echt ein bisschen schwieriger reinpassen, ne? Und gerade wenn dann halt alles im Flow ist, wie gesagt, wen möchtest du gerade rausnehmen bei uns? Wen möchtest du gerade rausnehmen? Und dass so ein Sané ein viel besserer Kombinationsspieler ist wie ein Coman oder Müller. Ich denke, darüber brauchen wir nicht reden, ne? Und dass er einen guten Abschluss hat, wie ein Müller auch, hat er. Klar, Müller macht die Tore, die sonst keiner macht. Das ist halt ein Faktor, ist der Müller-Faktor, nennen wir es mal. Ja, aber Coman war jetzt noch nie das große Abschlussmonster, ne? War eher so wie Ribéry, ne? Der Vorbereiter, der Lückenreißer. Klar hat er auch mal gute Abschlüsse, hat auch das Tor in der Champions League gemacht mit Kopf und so, alles klar.
will ich niemals absprechen. Ich mag Coman, aber wie gesagt, es ist schwer. Er wird sich ein bisschen umstellen müssen in diesem System. I don't know, wie es klappt. Ich bin sehr gespannt. Ist aber eine sehr interessante Sache. Aber aktuell können wir uns als Bayern-Fans nicht beschweren. Wir haben, wenn wir meckern, nur meckern auf hohem Niveau und nur über Kleinigkeiten. Ne? Also beim 6:2 Heimsieg gibt es nichts zu meckern. Erst recht nicht nach den ganzen englischen Wochen. Wo es gar nicht darum geht, dass die Spieler alle 3 Tage spielen. Ne? Ich denke mal, das ist das kleinste Problem. Wer der Fußball gespielt hat, weiß das. Das Ding ist ja einfach die Reisestrapazen, die du hast. Ne? Wenn du halt in Dortmund spielst, dann in Pilsen, ja, das ist dann schon scheiße, ne? Oder genauso wie dann, gut, in Augsburg ist okay, das ist keine Reise. Ja, oder Hoffenheim war auch noch okay, aber wenn du dann nach Barcelona fliegen musst und dann spielst du dann erst wieder zu Hause. Das sind halt einfach Sachen, die da sind, aber die sind bei uns seit Jahren da, ne? Und wie man sieht, sind wir jetzt im Flow drin mit diesem Dreitagesrhythmus, ne? Deswegen mache ich mir für die kommenden 4 Spiele eigentlich keine Sorgen. Da werden wir vielleicht nochmal eine schwache Halbzeit sehen. Vielleicht wird auch nochmal irgendwas ein bisschen zittrig werden. Ähm, aber ich habe jetzt keine Sorgen, dass wir in der Bundesliga werden wir 3 Siege einfahren. Lege ich mich fest. Gegen Inter, ja, mal abwarten. Das, vielleicht wird es irgendwie 2:2 oder sowas, kann ja sein. Ja, das ist meine Prognose. Rot-weiße Grüße gehen raus, bleibt gesund und wir hören uns am Mittwochmorgen wieder, wenn ihr Bock habt.